Bonjour bei CSV TV, wo wir heute über den Wohnungsbau schwätzen, ein Thema, das ganz tags an der Aktualität ist. Und zwar auch ganz rezent bei den ganz vielen Interviews, die den Staatsminister Xavier Bettel gegeben hat. Bei uns am Studio ist ein Experte von der CSV in dem Bereich, der Marc Lies. Bonjour. Bonjour. Ja, immer über die Aussagen vom Staatsminister schwätzen, die zum Teil widersprüchlich aussehen. Wenn wir das gucken, was hat dann CSV überhaupt an den letzten 12 Monaten am Wohnungsbau abgewiesen? Gut, ich meine, CSV hat an den letzten 12 Monaten angefangen 2014, wie dem Budget 2015 gegangen ist, 2 Motionen herangereicht an der Chambre. CSV hat der Woche letztes Jahr den Debat Logement angefragt, den am Juni stattgefunden hat. Und da haben wir am ganzen 13 Propositionen auf den Tisch gelöscht, wie effektiv am Logement, die am Logement Kedogo, wie mich schnell Führung kommen. Wir haben auch Proposition de Loi gemacht, an dem selben Kader von dann dem Moment dem Debat Logement. Dann geht schon mal so aus, so ein Preisspiral ist gebracht, gehen Preise gehen rauf, da geht darum gesagt, Preise gehen nicht rauf. Wie sind wir da drin? Gut, ich meine, Fakt, als der Staatsminister sieht, an einem Interview, Preisspiral ist gebracht, an einem anderen Interview sieht er, dass dem Moment der Staat nicht können auf Preise abwirken. Ich meine, Fakt ist, dass aufgrund auch von den Statistiken von Observatoire de l'Habitat als am zweiten Trimester 2015 par rapport zum zweiten Trimester 2014 sind Preise um 5,4% an die Luft gegangen. Also etwas, was immer als eng von den Reformen verkauft wird, dass die Subvention Loyer ein gut sehr effektiv, aber das ist kein Projekt von dieser Regierung. Nein, ganz klar. Den 2013 im Februar hat Marco Schank, CSV-Minister, den Projekt auf den Instanzen gebracht. Wir sind während 2 Jahre an drin, für das den Projekt de loi, dat den effektiv an der Chambre soll gestimmt gehen. Also finalement, wo das dann Ende 2015 stattfindet, dafür ein Projekt vom CSV-Minister Marco Schank. Und dann die grosse strukturelle Reform, geht gesagt vom Premierminister an all Interview, dass die ominösen Wohnungen, die hier um Kirchbirch zu billigen Preisen entstehen, das ist nicht ganz falsch, dass die hier entstehen, auch dass sie mehr billig sind wie für drunten, aber ist das eine strukturelle Reform? Nee, wenn ich von struktureller Reform spreche, meine ich, dann muss das landesweit der Fall sein. Das darf nicht nur in One-Shot auf einem Platz an der Stadt Lützeburg im Kirchbirch der Fall sein. Durch schwätzen Herr Staatsminister von Preisen einkehr von 3.000 € den Meter Carré, da schwätzen nicht so 4.200 € den Meter Carré, aber den 4.200 Meter Carré, da muss ich wissen, dass da effektiv keine Sozialkriterien mehr drin hängen, weil das für uns unverständlich ist. Ich meine, wenn es um öffentlichen Wohnungsbau geht, da sollen überall dieselben Konditionen, die man doch gelten. Aber wenn ich von struktureller Reform schwätze, meine ich, dann ist es klar, da muss das landesweit der Fall sein und darf nicht nur auf einem Platz der Fall sein. Das Logement, also ein Dauerbrenner, auf dem wir bestimmt nachmittags zurückkommen. Marc Lies, merci für heute. Merci auch. Ich merci für das Nachgucken und bis geschwind bei CSV TV.